Ja, grüß euch beieinander und einen Sackrisch-Gurden. Jetzt Kasperl! Leute, ich hab's bemerkt. Im letzten Video Reini wiederholt dazu aufgefordert, jetzt sofort den Füller rauszuholen und ihn mir zu zeigen. Ich hab's selber gemerkt. Jetzt ein Satz, der auch nur im Drachengame zweideutig sein kann, aber for the LOLs unfreiwillig komisch. In der Kategorie sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, das könnte in Erfüllung gehen. Okay, aber wir sind zum nächsten Teil, das ist jetzt Nummer 25 bei ihm. Und da soll es um Medikamente gehen. Und als ich Medikamente gelesen habe im Titel, dachte ich mir, okay, da wird es ja wohl viel zu sagen geben, aber es dauert nur 10 Minuten, weil theoretisch hat er eine halbe Apotheke da zu Hause. Weil, ne? Schaut's nach jo. In diesem Sinne, Leute, hockt's euch her, sagen wir mehr. Reißt euch halbe auf, wir machen den Bildschirm schon weg und dann geben wir einer in Rainer. Metal Leute. Metal Rainer. Servus und ein herzliches Servus. Willkommen beim Drachen. Heute ein Meinungsvideo zum Thema Meditonsin. Ah, okay, Meditonsin, Digga. Okay. Okay, gemein. Das ist ein Medikament. Ja, ich persönlich. Lässt sich drüber streiten, Rainer. Ist ein homöopathisches Medikament. Das ist praktisch, mehr oder weniger ist das eine Zuckerlösung, Digga. Eine sehr dünne Zuckerlösung. Ich bin ja kein großer Fan, also es geht heute stellvertretend um alle Medikamente. Ich habe Meditonsin positiv am Rechner gehabt gerade. Ich selber bin ja kein großer Freund von Medikamenten. Ich will mich jetzt auch nicht groß irgendwie aufspielen mit Verschwörungstheorien und so weiter, aber darum geht es mir gar nicht. Ich bin nur der Meinung. Kein Freund von Medikamenten. Der Joke an der Sache ist, dass er sich auch zu der Zeit irgendwie in jedem zweiten Stream erstmal reingehockt hat und gesagt, oh, sorry, ich muss schon wieder sorgen gehen, weil ihr habt mir schon wieder irgendeine Wassertablette reingeschmissen, weil mir die Haxen sonst geplatzt wären. Ne? Die Richtung geht das. Aber Rainer ist überhaupt kein Freund von Medikamente, ha? Ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich habe halt Abwehrkräfte. Ah ja, die Dorfdulli-Abwehrkräfte. So, Rainer, ich habe selten einen kränkeren Anfang 30-Jährigen gesehen wie dich. Ich glaub, also wenn es nicht irgendeine hinterhältige Nummer war, ne? So eine Krebsdiagnose oder sowas. Aber ansonsten noch nie einen kränkeren 30-Jährigen gesehen als dich. Nachgewiesen Abwehrkräfte, die man halt, ja, naja, meiner Meinung nach halt einfach hat. Ja. Nachgewiesen, meiner Meinung nach. Habt ihr gemerkt, oder? Schließt sie aus. Entweder ist es nachgewiesen oder ist es deine Meinung. Und wenn es deine Meinung ist, ist es sicher nicht nachgewiesen. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann schon sein, dass er sagt, hier auf dem Land ist die Abwehrkraft mehr gefördert oder vielleicht werden die Leute auch einfach, die ziehen ihre Kinder vielleicht gibt es mehr Leute, die, keine Ahnung, stillen auf dem Land, das soll ja irgendwie die Abwehrkräfte vom Kind, fragt's mir, keine Ahnung. Möglich ist es, aber er ist jetzt da definitiv nicht das Paradebeispiel dafür für die Top-Abwehrkräfte und die strahlende Gesundheit der Leute vom Land. Und meine Abwehrkräfte sind auch gestärkt. Ja. Und das nächste Ding ist, dass er auch alle Hundschiss lang irgendwie alle 2 Wochen irgendwo im Stream da dort gehockt ist und einen Rüsseln aufgezogen hat, weil er sich schon wieder irgendeine Erkältung eingefangen hat. Der große Abwehrkraftslord. Ich mag keine Tabletten, ich mag keine Medikamente, in welcher Ja, Rainer, niemand mag die Dinger. Man braucht die. Form auch immer. Meditonsin. Wenn du die mögen, ne, ist das so eine Sache. Wenn du die Tabletten magst, dann hast du vielleicht ein latentes Substanzproblem. Ne? Tabletten braucht man im Normalfall. Habe ich hier, weil das nehme ich dann teilweise doch ganz gerne tatsächlich, wenn ich Halskratzen oder sowas habe und merke, na? Welcher Hals, Rainer? Und wer kratzt da? Kratzt du da auch mit dem Rückenkratzer rein? Geht der für den Hals auch? Oder nimmst du einen Fliegenbratscher dafür? Weil es hat mich mein Kumpel darauf aufmerksam gemacht und meinte halt sowas, ja. Ein Gumbel?
auch schon als Kind sehr viel genommen. Und Also, Rainer nimmt Meditonsin, weil Gumbel hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Okay. hat gemeint, ja, nimm das mal so, ne? Wenn du merkst, du bist krank und so, dann hol dir das. Wenn mir irgendein Gumbel, der kein Arzt oder kein Apotheker ist, sagt hier, hey, wenn du dich irgendwie scheiße fühlst, dann nimm mal das. Weißt du, was ich nicht machen werde? Da hätte ich auch ein schwieriges, da hätte ich auch ein schwieriges Verhältnis zu Medikamenten, so wenn das mein Erfahrungsschatz wäre. Aber es ist natürlich auch scheiße, wenn man nicht zum Arzt gehen kann, weil man seine Krankenversicherung nicht bezahlt. Und das ist eigentlich ziemlich cool und deswegen habe ich das immer am Rechner stehen. Richtig, richtig cool. Und schmeckt auch nicht nach Red Bull. Wenn ich nämlich mal merke, dass ich wirklich ein bisschen Halskratzen oder so habe, nehme ich das mal zu. Das ist ja eine Krönung der Ekelhaftigkeit. Ne? Nicht nur Meditonsin, sondern auch noch mit Red Bull-Geschmack. Oder Red Bull mit Meditonsin-Geschmack. Also das hätte er sich palettenweise auf die Amazon-Battle-Liste gesetzt. Unterstützung. So einmal die Stunde 10 Tropfen. Und das war's dann eigentlich. Und das nehme ich aber auch bloß ganz selten mal. Ja. Er nimmt es ganz, ganz selten mal. Deswegen steht es in Griffreichweite neben seinem Rechner. Ich persönlich finde es immer ganz praktisch. Medikamente an sich sind immer so eine schwierige Angelegenheit. Momentan ist es mit Corona und so weiter ja auch schwierig, deswegen möchte ich auch darüber gar nicht. Ist alles immer schwierig. Medikamente schwierig, Corona schwierig. Hier YouTube-Video machen schwierig, dabei nicht aussehen wie der allererste Mensch. Groß reden. Es geht jetzt gar nicht um Corona an sich. Medikamente sind sinnvoll, auf jeden Fall. Und das Thema Medikamente und Medikamentenstudien und diesen ganzen Quatsch ist alles immer ein bisschen heikel, das Ganze. Ich weiß. Die sind sinnvoll, aber es ist alles Quatsch, okay. Und es ist heikel. Ich verstehe, red weiter. Ich persönlich bin kein großer Fan von Medikamenten. Ne? Medikamenten, ich habe drauf gewartet. Also, es hier bleibt's bei dem wie das letzte T-Shirt. Da kommt kein Ei-Herz-Medikamente-T-Shirt, kommt nicht dazu. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass man sie benötigt. Und im Medizin Gerade du weißt, dass man die benötigt, ha? Häuptling Wasserbein. zum Beispiel wäre ich vermutlich schon längst hops gegangen, weil ich jetzt zum Beispiel meine Galle verloren habe. Verloren? Er hat sie wieder verloren. Es ist unfassbar, was der Mann alles verliert. Kann er überhaupt nichts dafür. Ja? Er ist morgens aufgewacht, war sie weg. Gestern hat er sie nur in der Tasche gehabt. Und ja, du hast deine Gallenblase nicht verloren. Du hast sie vernichtet. Das war das. Du hast so lange Monster Energy draufgeschüttet, bis sie den Dienst quittiert hat. Das ist passiert. Ja. Meine Galle wurde ja entfernt, die ist angeschwollen gewesen. Es war knapp davor, also die hätte. Aber er wird jetzt wieder erzählen, das kommt, weil ihm da irgendein Hater mit dem Schock draufgeschlagen hat. Ne? Ganz bestimmt ist das passiert. Ne? Da hättest du diesen Rambock aus Herr der Ringe, der die Tore von Minas Tirith sprengt, den hättest du gebraucht, um durch den ganzen Wahlblubber durchzukommen, um da drinnen irgendwie ein bisschen nennenswerten Schaden an der Gallenblase zu verursachen. Nee, Rainer, das hast du schon selber gemacht. Mich auch umbringen können, weil die hätte auch platzen können und alles und keine Ahnung. Und die war halt wirklich schon sehr, sehr gefährlich drauf. So. Das habe ich. Die Gallenblase war sehr, sehr gefährlich drauf, Alter. Oh, Mann. Die Gallenblase trägt halt jetzt so eine Rockerweste und fährt auf der Haare. Ist im Gesicht tätowiert, Alter. Die Gallenblase ist hart gefährlich drauf, Digga. Ich habe auch erst im Nachhinein erfahren, tatsächlich damals. Und am Ende war es dann jetzt so, dass die gar nicht groß was hätten machen können. Und ach, ich weiß auch nicht. Das ist richtig, Rainer. Die haben halt gesagt, Herr Winkler, wir müssen den Wanst aufschneiden, die Gallenblase rausholen, sonst gehen sie ex. Ist okay? Ja, gut. Weiter. Auf jeden Fall ist es so, Medikamente sind bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich kenne halt Leute, die zum Beispiel manche Tabletten fressen wie Gummibärchen. Und dann denke ich mir halt auch so, Alter. Denk, du hast irgendwo mal
umgangssprachlichen Satz, irgendjemand frisst Tabletten wie Gummibärchen, gehört und hast dir gedacht, den droppe ich jetzt hier, weil das hört sich schlau an. Ganz ehrlich, ist das normal? Muss das sein? Ich zum Beispiel, ich nehme nicht mehr Tabletten, wenn ich Kopfschmerzen habe. Wenn ich Tabletten nehme für Kopfschmerzen, dann muss ich wirklich den Kopf unterm Arm tragen. Das Witzige ist ja immer, man sagt ja immer so, ne? Frau piekst sich in den Finger. Auch nicht so schlimm. Mann piekst sich in den Finger. Er hat das hochgeladen, Alter. Ich sterbe vor Fremdscham gerade. Der lädt das ins Internet hoch. Nein, das sagt man nicht. Ne? Man sagt, dass Männer bei einer Erkältung zu sehr leiden. Das ist das Klischee. Männer leiden bei Erkältungen. Aber ich habe irgendwas gehört, dass jemand rausgefunden hat, dass tatsächlich, also dass es wissenschaftlich so ist, dass wir tatsächlich mehr leiden. Das muss ich auch mal raussuchen. Wenn ich das drucke ich mir aufs T-Shirt. Dann denke ich mir so, Du denkst gar nicht, Rainer. Ist nicht dein Fachgebiet. Messer, Finger ab. Au. Ja, du bist so ein harter Hund, Rainer. Du bist so ein harter Hund einfach. Wenn sich den Finger abschneiden würde, gar kein Problem, nicht, etc. So ein bisschen Dreck reinreiben, passt schon, weitermachen. Ich habe auf den dreckigen Fingernagel. 10 davon, Rainer. Ganz so schlimm ist es bei mir jetzt nicht, aber ich bin relativ schmerzunempfindlich. Es gibt ein paar. Ja, relativ schmerzunempfindlich. Jedes Mal, wenn er sich wie das Schwabbelärmchen am eigenen Zaun irgendwie angestoßen hat, ist er danach in den Stream gekommen und eine halbe Stunde darüber lamentiert. Ich bin hier falsch, ich kann den Arm nicht mehr bewegen. Halt die Fresse. Halt einfach die Fresse. Sachen, die ich nicht mag, wie zum Beispiel Zahnschmerzen, Kopfschmerzen. Nee, muss ich schon sagen, Zahnschmerzen, Kopfschmerzen finde ich total doof, der Rainer. Da bist du sicher der Einzige auf der Welt, der das nicht gut findet. Auch da ist es normalerweise so, dass ich für gewöhnlich keine Tabletten nehme. Gegen diese Zuckungen im Gesicht, da sollst du vielleicht Tabletten nochmal dagegen nehmen. Also das ist eher unwahrscheinlich oder eher, das kommt eher selten. Wer da ist was. Dann zieht die Fresse, kratzt sich unterm Arm. Alter, das kannst du mir doch nicht erzählen. Du kannst ja doch nicht erzählen, dass du nicht irgendwo mal irgendwie einen Ausflug im Nürnberger Zoo hier ein Schimpanse in der Ahnenlinie drin war oder sowas. Also, das. Vor, dass ich dafür irgendwelche Tabletten nehme, weil ich kenne Menschen, die nehmen permanent Tabletten wegen so Ja, das erwähntest du bereits. Scheiß und ich denke mir dann so, du hast ja auch schon gedacht, so, dann zieht er nochmal so hoch und oh, er ist der super Experte. Rainer, du bist hier nicht einer von diesen komischen Pawnshop-Show-Typen, die auf D-Max immer liefen, so, oh, ey, bester King Givis, ey, 5, Bro. Nee, du bist nicht cool, ne? Lass das das einfach. muss nicht sein. Es ist fürchterlich cringe. Das muss doch echt nicht sein. Genau. Und deswegen lasse ich das auch normalerweise. Ansonsten ist es halt natürlich schon so, man muss sich, also viele sagen ja dann immer so weicheitechnisch, man muss sich doch nicht quälen. Ja, das muss man nicht. Aber ich sag's mal so. Ich quäl mich gerade jedes Mal, wenn er mit seinen Patschefingerchen sich unter der Schwabbelachsel kratzt, weil ich weiß, dass er sich in einer Minute dieselben Finger wieder durch die Fresse und durch die Haare schiebt, Alter. Schmerzen. Ja, die hab ich. Körperlich davon. Und das ist etwas, was viele anscheinend vergessen. Schmerzen ist etwas, was unser Körper auslöst, Die Fliege im Hintergrund, ne? um uns zu signalisieren, Vorsicht, dir geht's nicht gut. Nein, Rainer, echt? Also ich hätte gedacht, Schmerzen sind total cool. Ach so, ich soll dann aufhören mit dem, was ich mache, wenn mir was wehtut. Ja, da habe ich ja dich dazu gebraucht, dass du mir das erzählst. Du hast ein Problem. Und Offensichtlich. ich nehme keine Schmerztabletten, um zu sagen, fick dich, Körper. Es ist mir egal, ob du sagst, ich habe ein Problem. Ich mache, was ich will. Ja, doch, aber meistens ist es schon so. Ja? Und dann denke ich mir halt so, Der klassische deutsche Satz ist, ich kann es mir nicht leisten, krank zu machen. dann die Typen, die mit 40 im Krankenhaus liegen und einen Arm unterm Kopf tragen und keine Ahnung. Ja, Rainer, reden wir mal nochmal drüber. Ne? Du hast jetzt da bis zu den 40 auch nicht mehr so lang hin. Reden wir doch in 3 Jahren mal drüber. Wer dann von uns im Krankenhaus liegt.
Nehmen wir als Beispiel meinen Vater. Mein Vater ist auch ähnlich gewesen wie ich. Ne? Der hat viele Probleme gehabt, so mit Medikamenten und so. Hat gesagt, ich mag er nicht, der will den Scheiß nicht. Ja, richtig. Dein Vater hat sich gedacht, ja, die ganzen Studierten und die Ärzte, die kennen eh nichts, die verzeihen da bloß einen Schmarrn und möchten da was verkaufen. Und dann ist er halt nicht zum Arzt gegangen und nicht zur Krebsvorsorge und deswegen ist er mit Anfang 50 gestorben, Rainer. Das beste Beispiel, Rainer. Das allerbeste Beispiel. Dafür, dass du hier schon seit 5 Minuten vollkommenen Bullshit redest. Ja, und dann hat er aber letzten Endes ja Krebs gehabt. Ist er Letzten Endes! also auch nicht immer die optimale Lösung. Allerdings Krebs kriegen ist nicht die optimale Lösung, Digga. Also niemals zum Arzt gehen und dann mit 52 an Krebs verrecken, nicht die optimale Lösung. Leute, schreibt es euch auf, das ist prüfungsrelevant. muss man auch dazu sagen, dass er auf die meisten Medikamente relativ gut angesprochen hat. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass sein Körper kaum irgendwelche Immunsysteme. Das macht es noch dramatischer, Rainer. Weil es dann heißt, wenn der auf die Medikamente gut anspringt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, wäre der zur Vorsorge gegangen und man hätte diesen Krebs früher entdeckt, dann hätte er gute Chancen gehabt, das zu überleben. Er merkt nicht, dass er gegen sich selbst argumentiert gerade. Gegen diese Tabletten aufbauen konnte, weil letzten Endes hat er es nicht genommen, deswegen hat er keine großen Probleme gehabt mit irgendwelchen Medikamenten. Fast alles hat gewirkt, was er gegeben hat. Und das ist halt so die Sache, wenn du viele Tabletten nimmst, baut dein Körper automatisch ein System dagegen auf. Ne? Nein, Rainer. Dein Körper baut kein System gegen, du kriegst eine Toleranz bei gewissen Dingen, aber bloß weil ich, keine Ahnung, regelmäßig Aspirin nehme, wenn ich Kopfschmerzen habe, heißt es nicht, dass wenn ich mal Morphium brauche, das dann bei mir nicht mehr wirkt, Rainer. Das ist vollkommen dämlich, was du da gerade laberst. Oder dafür auch, natürlich, kommt auch dafür. Ich kenne mich mit Medikamenten nicht so aus, ich bin kein Arzt und so weiter. Deswegen solltest du vielleicht die Fresse halten zu diesem Thema. Ich möchte mich jetzt nicht wieder in einen Abgrund stürzen, in dem dann alles wieder heißt, so, aber er ist kein Arzt, aber er ist schon der Meinung, dass er da Ahnung davon hat und dass es so weit geht, dass man ihn deswegen nicht kritisieren darf. Okay? Fakt ist, Fakt ist, wenn man zum Beispiel Antibiotika nimmt, und das ist Fakt, wenn man Antibiotika nimmt und dann nicht bis zum Ende nimmt, baut man mal schnell irgendwelche Resistenzen auf. Und wenn man das regelmäßig macht, baut man immer mehr Resistenzen auf. Und das kann dann halt dazu führen, dass sich das auch ausbreitet und letzten Endes dann alle Menschen immun gegen Antibiotika sind. alle Menschen sind dann immun gegen Antibiotika, Leute. Kann das nicht mehr. Wenn, dann wären die Erreger immun gegen Antibiotika, weil du willst ja mit den Antibiotikern die Erreger und nicht die Menschen töten. Oh Mann. Das ist fast so schlimm wie sein Politikvideo, was er hier gerade labert. Was dafür sorgt, dass wir in ein paar Jahren alle hops gehen. Ja, das wirst du nicht mehr erleben, Rainer. Ich für meinen Teil, wie gesagt, nehme nur dann Medikamente, wenn ich wirklich muss. Ja, weil du selber bezahlen musst, Rainer, weil du da keine Krankenkasse hast. Früher habe ich das ein bisschen anders gesehen als Kind und als Jugendlicher war das Ja, weil da waren sie umsonst. ein bisschen anders. Aber mittlerweile, jetzt als Erwachsener und auch nach dem, was ich schon alles so erlebt habe in den letzten 30 Jahren, ist es mir ehrlich gesagt scheißegal. Als Kind hat mich meine Mutter auch mal nicht mit Antibiotika, wie heißen Indibiotika, genau, die sind das. die? Ibuprofen zugestopft und so ein Zeug, wenn was war. Sie hat zwar darauf geachtet, dass ich halt nach Kindern mit Ibuprofen kriege und so ein Zeug, aber trotzdem bin ich halt Kinder-Ibuprofen. Keine Ahnung, Alter. Kinder-Ibuprofen, das hört sich an wie Feuerstein-Kaumorphium von den Simpsons oder sowas. immer sehr, sehr vorsichtig, was Kopfschmerzen angeht, weil letzten Endes ist es so, mein Kopf ist das, was mich zum Denken macht, das zum Denken. Den Job macht er nicht besonders gut, hätte ich gesagt gehabt. Ne? Macht, was ich bin, ja, mein Verstand, mein Gehirn, das sind die Synapsen, die das, was ich in dieser Welt bin, sage ich mal, erhalten. Wenn mein Gehirn plötzlich irgendeinen Fehler hat und einen Schaden kriegt und es dann auch noch durch Medikamente verschlimmert wird, weil ich halt diese Schmerzen nicht spüre, wer weiß, was aus mir letzten Endes wird. Und das ist in die Hand. Also, was dann aus dir wird, schwierig. Und das ist in die Hand, die gerade vorhin die ganze Zeit unter die Schweißtriefen der Achsel gewandert ist. Schaut es euch an. Mal aussehen, dass es vielleicht wieder ein bisschen banal klingt. Ja. Wie gesagt, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, ja, dieses ganze. Doch, Rainer, du glaubst an Verschwörungstheorien. Du hast schon ein paar.
Rainer, du glaubst, die Pinea wäre in den Hater-Kreisen, also das wären alles wirklich irgendwie aktive Hater gewesen und deswegen hätte dir da niemand geholfen. Und du glaubst, du hast geglaubt, die Hater hätten eine App, mit der sie Polizeiautos tracken können, irgendwie wie GTA. Du hast ganz, ganz wilde Scheiße schon geglaubt, Rainer. Rainer, du glaubst, die Haut ist kein Organ. Die werden nicht mit Computerchips. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Darum geht es mir nicht. Das ist nicht mein Problem. Sondern mein Problem ist, dass ich halt weiß, mein Körper hat bestimmte Systeme, hat bestimmte Funktionen. Und wenn ich mit Medikamenten bestimmte Funktionen unterdrücke oder unempfindlich. Rainer, du bist nicht der Experte, nicht mal wenn es die Funktionen deines eigenen Körpers betrifft. Rainer, du hast dir hier im Stream live vor versammelter Mannschaft vor der Kamera in die Hosen geschissen. Du hast von den Funktionen und den Abläufen in deinem Körper überhaupt gar keine Ahnung. Du weißt nur, oben muss Zucker rein und unten kommt Schaum raus. Mache, dann denke ich mir halt hinterher, toll. Hätte mein Körper mir das jetzt vorher sagen. Und Rainer, wenn du auf deinen Körper hören würdest, würdest du hier nicht mit einer Vierteltonne sitzen. Und das Handy, ganz ehrlich. Zum Thema WhatsApp. Hätte mein Körper mir das nicht vorher sagen können und dann heißt, ja, naja, hat er ja. Du hast ja Medikamente genommen, hast es nicht mitgekriegt. Also das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ja, dann nimm mal die Wassertabletten. Dann nimm halt nicht mehr die Wassertabletten, bis sich Risse bilden an die Wadeln, Rainer. Easy, gar kein Problem nicht. Hör auf, die zu nehmen. Sowas wie das hier ist halt zum Beispiel unterstützend. Ich habe mich auch darüber belesen und so weiter, wie das so wirkt. Ja. Rainer hat sich drüber belesen. Brauchen wir nichts dazu sagen, oder? Und es ist eigentlich ziemlich praktisch, aber trotzdem sehe ich das halt immer so als so. Er hat sich drüber belesen. Auf der Packung steht bei Erkältungssymptomen. Okay. Rein damit. Ein bisschen, ich sehe es mit 2 Augen, ne? Ein Auge ist. Das ist das schlauste Prinzip, ne? Wenn man 2 zur Verfügung hat, dann sollte man sich die Sachen auch mit 2 Augen anschauen. So ein bisschen skeptisch. Das andere sagt so cool. Ja? Immer schwierig. Also meine Meinung zu Medikamenten. Medikamente sind gut und sinnvoll, aber man soll es nicht übertreiben. Und speziell so Sachen wie Meditoxin ist natürlich mal ganz cool, weil es auch dafür sorgt, dass man zum Beispiel kein Herzschlag. Man sollte es nicht übertreiben, ist vollkommen selbsterklärend. Wie gesagt, Leute, die es mit Medikamenten übertreiben, die haben halt ein Suchtproblem. Man sollte nicht zu viele Medikamente nehmen, da hast du halt ein Suchtproblem. Fertig. Wenn du nur so viel nimmst, wie verschrieben wird, ist gut. Wenn du mehr nimmst, hast du ein Suchtproblem. Erkältung kriegt, obwohl es auch nicht immer hilft. Ja? Also es ist natürlich auch so, das ist nur zur Vorbeugung. Das ist jetzt nicht irgendwie krass ist oder so. Das kriegt man auch ohne Rezept. Das kriegt man ja nicht nahezu in jedem Laden. Ich glaube, es kriegt man sogar im Supermarkt. Bin ich mir gar nicht sicher gerade. Auf jeden Fall kriegt man das fast überall. Das ist jetzt nichts Schädliches oder so. Vielleicht gibt es das auch von Ja. Ein günstiger, Rainer. Schau doch mal nach. So extrem ist. Aber es hilft. Natürlich könnten jetzt viele wieder sagen, ja, das ist ein Placebo. Das ist zum Beispiel. Das ist richtig, Rainer. Das nächste, ne? Placebo sind für die Leute, die Hypochonder sind. Die bekommen Medikamente, die aussehen wie Medikamente. Nein, nein, Placebos sind nicht für die Leute, die Hypochonder sind. In Wirklichkeit sind es aber nur Sachen. Placebos benutzt man, um in der Forschung auszuschließen, ne, dass der Placebo-Effekt mehr oder weniger der Grund dafür ist, dass man hier irgendwas Messbares sieht. Mit Traubenzucker drinnen. Eine Kontrollgruppe. Die einen kriegen das Medikament, die anderen kriegen Placebo. Wenn beide Kontrollgruppen sich gleich verhalten, wissen wir, Medikament wirkt nicht. So ähnlich ungefähr. Und das ist halt so die Sache auch, wo ich dazu sagen muss. Ich für meinen Teil weiß nicht, ob es ein Placebo ist oder nicht. Ich sage, es hilft. Aber ich nehme halt auch normalerweise kaum Tabletten. Also muss jeder letzten Endes selbst entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. So, ich werde mal nachgucken, was mir meine Freundin geschrieben hat. Die hat geschrieben, hör auf, mich im Video zu erwähnen, ich existiere nicht. Hör auf, deine Community anzukacken. Das hat sie dir geschrieben. Jetzt wird Nachrichten gelöscht. Ich bin Anfall. Genau, also sie haben jetzt noch Nachricht geschrieben, dann schaue ich das mal nach und dann am Ende werde ich euch, keine Ahnung, was nehmen wir bei der nächsten Folge? Nehmen wir in der nächsten Folge auch mal was Kritisches, nehmen wir mal Kippen. Halte ich für eine sinnvolle Idee. Rainer, in dem Glauben bist du wirklich sehr allein auf weiter Flur, dass eine sinnvolle Idee ist, hier auf YouTube ein Video über Kippen rauszuballern. Aber dann, wenn du der Meinung bist, dann machen wir das doch so. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Haut rein und ladi da. Schauen wir mal, was er über Kippen zu sagen hat. So, oder leider sind wir dann in diesem Zigarettenvideo. Ich bin gespannt, liebes YouTube-Support-Team.
keine Werbung für Zigaretten gemacht, ja, sondern ihr erzählt nur ein dicker Dulli, warum er pafft. Rainer raucht nämlich nicht, Rainer pafft. Metal ist. Metal Rainer, Servus. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja. In den Kommentaren steht wahrscheinlich, wer will, man zieht die Tür. Ja, man sieht sie, ob das wirklich wert ist, dass jemand das in die Kommentare schreibt, Rainer. Es macht doch eh keinen Unterschied. Da hat man wenigstens ein bisschen, was das Auge ablenken kann, weil ne, dein Kürbis anschauen jetzt die ganzen 10 Minuten ist jetzt nicht die Gerissefreiheit und der langweilige grüne Lappen im Hintergrund. Wenn man sich nicht damit ablenkt, die einzelnen Flecken zu zählen, ist man da auch ziemlich aufgeschmissen. Also, let's go. Aber das ist absolut uninteressant, ich benutze Greenscreen ja nicht. Ja, jetzt hast du es selber gemerkt, ne? Solltest du den denn nicht benutzen, du Profi-YouTuber? Also zumindest jetzt im Moment nicht. Vielleicht Ja, nie. In keinem einzigen dieser Videos. In keinem. irgendwann mal. Vielleicht in einer fernen Zukunft, ne? In einer fernen Zukunft, vielleicht lässt er sich mal herab dazu. Du hättest jetzt die ganzen Sachen, diese Meinungsvideos, auch so gestalten können, einfach irgendein Bild zum Thema schnell von irgendeiner Seite ziehen und das als Hintergrund einblenden. Damit man nicht diesen räudigen grünen Lappen sehen muss. Ich glaube, das hätte nicht lange gedauert, oder? Also folgendes, in der letzten Folge haben wir über Medikamente gesprochen, beziehungsweise Medizin gesprochen. In der heutigen Folge von Meinungsvideos sprechen wir über Schluck runter, Rainer. das hier. Bloß zugegeben, jetzt sind die natürlich leer. Kippen, beziehungsweise generell Zigaretten. Kippen, beziehungsweise generell Zigaretten. Ich kann das nicht. Meine Meinung dazu ist, lasst das. Jeder. Ja, die Meinung teile ich. Ne? Nicht rauchen anfangen, aber Alter, wie er sich gibt. Hier glaubt er ist Carsten Stahl oder sowas. Ne? Ich habe früher auch Fehler gemacht. Ne? Geht nicht meinen Weg. Ich kann euch den richtigen zeigen. Raucher, der lang genug raucht, wird euch vermutlich sagen, lasst kippen. Rainer, du hast nicht geraucht, du hast gepafft immer schon. Gepafft hast du. In Ruhe. Nicht nur, dass es Aber deine Backen sind auch größer als deine Lungen. Ne? unendlich ins Geld geht. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle ich in meinem Leben schon rausgehauen habe, nur für Kippen. Zumal die ja mittlerweile echt teuer sind. Ich meine, was kostet hier die Schachtel? Da kostet eine Schachtel mit 23 Kippen, kostet 8 Euro. Ich weiß nicht, was kostet die inzwischen Zeit? Die wollten es doch auch wieder teurer machen. Keine Ahnung, ich bin raus aus dem Game. Naja, lass mich mal 3 Schachteln im Monat kaufen oder sagen wir mal 4 Schachteln im Monat, eine in der Woche. Was haben wir dann? 16, 32? 32 Kippen? 32 Euro. Für 32 Kippen. Ja, richtig. Ne? Zigaretten kaufen, also Geld nehmen, um was zu verkaufen, um es zu verbrennen und sich damit langsam irgendwie selbst zu terminieren, das ist eine dumme Idee, Rainer. Das hast du richtig erkannt. Dafür kann man schon ins Kino gehen, dafür kann man schon tanken, davon kann man sich schon fast Lebensmittel für eine Woche kaufen. Du nicht, ha? Obwohl mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz. Du auch nicht. Damals nicht. Immer noch nicht. Also es ist halt letzten Endes so, letzten Endes. mal abgesehen von den ganzen finanziellen, ist natürlich immer so die Sache. Man kann natürlich sagen, ich zu meinem Teil zum Beispiel stopfe. Ne? Also ich habe alles Essbare in den Grind. Oh, meine Haare, ne? Ja, das kommt davon, wenn man sich die ganze Zeit unter der Achsel rumwischt und sich danach mit die Klatschi-Fotis durch die Mähne fährt. Dann sieht das so aus, Rainer. Ich für meinen Teil zum Beispiel stopfe. Ich habe Kippen. Das hier nicht Haargel, das ist Achselschmand, womit er sich stylt. Hier, die sind. Ich hab Tabak hier und so. Da kostet auch. Was kostet denn da die Schachtel? Wartet mal. Eine Packung. Hier, das sind ungefähr 130 Zigaretten, kosten 14,95. Also das ist auf jeden Fall ein ganzes Stück billiger als jetzt zum Beispiel eine Schachtel kaufen. Wenn einer Ja, es hat Do-it-yourself-Zigarette, keine Ahnung. Schachtel zum Vergleich sind 23 Kippen und das ist halt das, was hier in der Fabrik, wo die Zigaretten hergestellt werden, unten aus der Maschine rausfährt, das wird zusammengekehrt und in diese Behälter getan, dann sage ich, hier, kriegst du für einen Apfel und ein Ei, das verkaufen wir halt an die sonst gar nichts haben, außer Rauchen. Damit die was zu tun haben, wenn sie bei RTL Armes Deutschland irgendwie erklären, warum sie nicht arbeiten gehen. Eine Schachtel kostet 8 Euro. Also wenn ich 2 Schachteln kaufe,
habe ich 26 Kippen, nee, 46 Kippen und Rainer, lass doch die Zahlen Jongliererei, du kannst es doch nicht. habe einen Preis von 16 Euro. Wenn ich so eine Packung kaufe, kann ich mir 130 Kippen machen, ungefähr. Oder mindestens 120 Kippen kriege ich auf jeden Fall raus. Habe aber bloß 14 Euro bzw. bloß 15 Euro ausgegeben. Also habe quasi 1 Ja, Rainer, aber du musst diese Hüllen dann auch noch dazu kaufen. Ja, die kosten auch noch Geld, das musst du abziehen. Euro gespart. Also, wenn man das mal so nimmt. Aber unabhängig von den ganzen preislichen Sachen sind natürlich auch die gesundheitlichen Schädigungen natürlich ein Problem. Denn heutzutage sind auf den Kippenschachteln ja auch immer so schöne Symbole drauf. Ne? Du hast auch so ein hübsches Bild, wo du eine Freibeuternarbe über den kompletten Wanst hast. Hier hatten wir vorhin jetzt im vorherigen Video mit, hier mit deiner Gallenblase. Wo man immer schön sieht. Hier zum Beispiel stehen auch mal so Sachen drauf. Rauchen verursacht, was? Ursache Oh, ich kann das nicht mehr. Er steht drauf, wie Rauchen verursacht Ding. Was? Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkrebsfällen vielleicht? Lungenerkrankungen. Gott sei Dank hast du das Meditonsin da kannst du gleich gegenkontern. Ach, Lungenkarzinomen steht hier drauf. Genau. Und an der Seite steht jetzt auch nochmal, Tabakrauchen enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Genau. Und auf der anderen Seite steht nochmal, Rauchen kann tödlich sein. Das ist halt letzten Endes so die Sache. Ne? Jeder Das letzten Endes ist das die Sache. Ne? Raucher weiß das. Jeder Raucher macht das trotzdem. Manche sagen einfach Scheiß drauf, so wie ich zum Beispiel. Andere sagen Du rauchst aber auch nicht rein. Da kommt sie wieder, die Achselhand. nicht Scheiß drauf. Nachgestallt. Ja, Rainer. Ja, die meisten Leute wissen das. Und wie gesagt, ich bin auch überhaupt nicht judgy. Leute, die rauchen wollen, sollen halt rauchen. Sondern, naja, sind halt einfach abhängig davon. Alter, meine Haare. Ja, weil du die ganze Zeit den Schmand aus der Achsel rausgewischt und da reingeschmiert hast, Rainer. Wir haben es live gesehen jetzt die ganze Zeit. So. Andere sagen halt einfach nur Scheiß drauf, so wie ich. Manche sagen, ja, Scheiß nicht drauf, aber ich bin halt abhängig. Wieder andere versuchen aufzuhören, wieder andere schaffen es aufzuhören. Mein Vater zum Beispiel hat es geschafft aufzuhören. Der hat Das hat ihm richtig was gebracht, Rainer. bestimmt 20, 30 Jahre lang Das ist ein richtig alter Mann geworden. geraucht und hat dann einfach aufgehört. Von heute auf morgen hat er aufgehört. Jetzt sind die Kippen von heute auf morgen ins Klo geschmissen, hat die weggespült und hat gesagt, Scheiß drauf, ich werde nie wieder rauchen. Und hat es auch durchgezogen bis zu seinem Tod dann am Ende. Rainer, wenn der 30 Jahre geraucht hat und mit 52 gestorben ist. Und dann sagen wir mal, er hat früh angefangen und hat. Ne, da hat er nicht mehr so viel durchziehen müssen bis zu seinem Tod. Genau, Kippen an sich. Also ich für meinen Teil. Und das ist jetzt nämlich die Sache, was mich immer aufregt. Du puffst ja nur. Das ist richtig, Rainer. Du sagst, du rauchst, aber du puffst. Und? Ist es dein Geld oder ist es mein Geld? Nee, aber du lügst mir an. Du sagst, du würdest rauchen und dann sagt man, nee, machst du nicht. Hä? Keine Ahnung, wenn jemand, der auf dem Klo sitzt, mir sagt, ich mache hier lecker Schokopudding, sage ich, nein. Du sitzt auf dem Pott. Jetzt werden die Schlaumeier unter den Hatern wieder sagen, es ist mein Geld, weil ich habe dir ja Geld gespendet. Dann sage ich als Schlaumeier, der ich nun mal bin, warum hast du jetzt dann gespendet? Rainer, warum streitest du dich in deinem eigenen Kopf mit den imaginären Hatern dort und ziehst dann so eine Fresse? Leute, bitte macht ein gutes Meme da draus. Tja, Pech. Ja, ausgekontert. Da hat er mal wieder bewiesen, wie gut er debattieren kann gegen sich selbst. Nee, also jetzt Da gewinnt er immer, das ist total geil. mal realistisch. Wie gesagt, das Geld ist eine Sache, die Krankheiten sind eine andere. Aber ich für meinen Teil rauche weder wegen Mehr Sachen brauche ich doch eigentlich nicht, oder? Das kostet einen Haufen Geld und das macht mich krank. Ja, lass ja bleiben. Oder? der Kohle, also ob ich es mir nur leisten kann oder nicht, noch rauche ich wegen den Krankheiten oder auch nicht. Wäre auch schon wegen den Krankheiten. Sondern ich Randy Marsh in der Folge, in der er sich Ding verschreiben lassen will. Pass auf.
Ich rauche ja, weil ich die Kippen tatsächlich mag. Ich mag den Geschmack von Kippen. Halte ich für ein Gerücht. Ich habe den Geschmack von Kippen nie gemocht und ich habe ja auch so 20 Jahre geraucht, ne? Ich mag den Geschmack von Rauch, sowohl im Mund als auch in der Lunge, weil ich rauche sowohl Lunge als auch, dass ich paffe. Ne, Puffen nennt Nein, wir haben dich noch nie auf Lunge rauchen sehen. Noch nie. Legit. man das, wenn man quasi Rauch nur in den Mund nimmt. Ja, das nennt man Puffen. Warum auch immer. Für mich ist es einfach Rauchen. Rauch ist nicht das Einzige, was du puffst. Ne? Ja, im Prinzip ist es sowieso witzig, weil Zigaretten raucht man mit Lunge. Warum muss der immer, wenn er Zigaretten sagt, den Unterkiefer unten einmal irgendwie um die Kirmes schicken? Warum? Warum, Zigarren. Okay. Da schmeißt er wenigstens nur rechts die Backe kurz über die Schulter. Habt ihr schon mal eine Zigarre versucht, auf Lunge zu rauchen? Also ich mache das nicht. Ich habe es nicht gemacht bisher, aber ich mache es auch nicht. Ich weiß, was passieren kann. Ne, dann rennen es plötzlich alle aus Scheiß aus. Nee, also ich rauche tatsächlich keine Zigarre. Hä? Wirkt Zigarre auf Lunge rauchen abführend oder muss man kotzen? Ich weiß es nicht. Auf Lunge. Ja, ich rauche die ganz normal. Zigarren, Zigaretten und auch Pfeife rauche ich auch ab und zu mal. Du Pfeifenraucher bist da, das hätte ich überdacht. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich weiß gar nicht, wo ich die Pfeife hingelegt habe. Ich glaube, Die liegt bei deinem Füller, Rainer. war sogar kaputt, ne? Das war richtig ärgerlich. Na, die ist mir mal runtergefallen. Das kotzt mich bis heute an. Egal. Wo auch immer jetzt die Anekdote hergekommen Auf ist. jeden Fall ist es so, dass Zigaretten sind teuer, machen krank, bla bla bla. Red weiter. auf jeden Fall ist es so, dass ich halt meine Denkerpose eingeworfen hast in der willigen, der wirren Ansicht, wir würden dann nicht checken, dass du einfach aus einem anderen Winkel nochmal denselben Sermon jetzt von dir geben wirst. meine Situation hier mit den ganzen Kippen und so weiter. Passt schon wieder. Jetzt sind wir schon wieder bei Schallplatte. Situation, letzten Endes, whatever, Ding. Ich mag das auch nicht an sich, weil es einfach wirklich teuer ist, einfach Geldverschwendung ist. Ja, Rainer, und gerade bei dir ist es halt, ne, wenn man sich's leisten kann. Ne? Auf der anderen Seite rauche ich aber auch ganz gerne mal Zigarre und Zigaretten und auch Pfeife und auch Shisha. Wasserpfeife dementsprechend. Ja, was ist jetzt meine Meinung letzten Endes dazu? Da ich ja verschiedene Marken habe, ich rauche ja Marlboro, ich rauche Camel, ich rauche LM. Ja, was halt gerade hergeht, ne, vielleicht auch mal hier so aus dem Aschenbecher an der Bushaltestelle, wenn der Stummel noch ein bisschen, ne? Ich rauche Gaulois, besonders gerne Winston, ist eine meiner Lieblingsmarken. Stuyvesant, weil die Rainer, du hast ja kein Lieblings, das wäre auch dumm. Ey, ursprüngliche Marke von meinem Vater, die rauche ich auch gerne. Ja, und am Ende ist es jetzt aber so, dass Kippen, man sollte einfach nicht rauchen. Also meine Meinung ist dazu, man sollte nicht rauchen. Meine Meinung dazu ist, ich rauche aber, weil ich den Geschmack mag. Ich werde wahrscheinlich sowieso ein Kippen. es ist wie in allen anderen Dingen, ne? Du hast eine Meinung, ne? Sehr stark und machst halt immer genau das Gegenteil. Krebs draufgehen, also spielt es keine Rolle mehr, an welchen Krebs. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, das halte ich für eine extrem dumme Meinung. Denn wir haben moderne Medizin, die, wenn du Vorsorge betriffst, wenn es heißt hier, die Geschichte von Krebs in der Familie kommt häufiger vor, dass man dann da frühzeitig drauf testet und dass man dann frühzeitig was unternehmen kann und dann relativ gute Überlebenschancen hat inzwischen Zeit. Ja? Man kann natürlich aber auch sagen, wie in meiner Familie sterben die Leute immer früher an Krebs. Ja, dann aber Vollgas, lebt schnell und hinterlasst eine schöne Leiche. Rainer, dafür bist du zu spät dran schon. Letzten Endes wirklich empfehle ich jedem, das zu lassen, weil es ist schädlich, es ist ungesund. Ja, und meine Meinung dazu ist, man könnte auch gut auf der Welt ohne Kippen leben. Auch ich rauche nicht jeden Tag. Also heute zum Beispiel noch keine einzige geraucht. Er hat auch noch gar nichts gegessen heute. Diese verlogene Fresse. Und in den letzten Wochen auch nicht. Ich habe nur Samstag, Sonntag habe ich geraucht. Das war's. Die ganze letzte Woche habe ich gar nicht. Ich habe keine einzige Kippe letzte Woche angerührt. Rainer, im Verlauf der letzten Woche wird irgendwo ein Samstag und ein Sonntag drin gewesen sein, ne? Für mich ist das halt auch relativ einfach, aber ich bin auch jemand, ich hasse es, von irgendwas abhängig zu sein. Rainer, du bist von Zucker abhängig. Rainer, du bist abhängig von Zucker. Du bist fresssüchtig, Rainer. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu. Es ist auch eine Suchtkrankheit, ne? Ich mache da keinen Unterschied. Aber Rainer, du bist fresssüchtig.
Niemand, der nicht fresssüchtig ist, wiegt 250 Kilo. Und man sieht's ja auch, weil du ja dann in deinen Streams, ne, es war ja nicht möglich, einen längeren Stream zu machen und nicht zu fressen. Und was du dir dann da irgendwie in den Schlund geschoben hast, die 3. Tiefkühlpizza vom Bredel runter. Ja, ne? Du bist fresssüchtig und du bist süchtig nach dieser Aufmerksamkeit und diesem ganzen, nach diesem ganzen sich aufmanteln im Internet. Da bist du auch süchtig drauf. Gut, das war meine Meinung zu Kippen. Jetzt muss ich mittlerweile langsam mal nachgucken. Und das ist wirklich, das ist eine zerstörerische Sucht gewesen auf dem Niveau, wo andere Leute wirklich einfach nur ein massives Drogenproblem entwickelt haben. Hat diese Aufmerksamkeitssucht dein Leben auch komplett zerstört. Weil du irgendwann, weil die negativen Konsequenzen der Sucht dir genauso wurscht waren wie bei irgendeinem, der irgendwie am Frankfurter Hauptbahnhof Steine raucht. Ne? Die negativen Konsequenzen zur Befriedigung dieser Aufmerksamkeitssucht waren dir scheißegal. Für dich, für alle außen um dich herum auch. Wie viele Folgen und was wir alles in den Folgen schon. Ja, Alter, so sieht mein Arschloch aus. Jedes Mal, wenn ich diesen scheiß Sound höre. Und jetzt macht das scheiß Handy auf lautlos. Was wir in den Folgen alles schon dabei hatten. Das war jetzt aber keine WhatsApp-Nachricht. Jedenfalls muss ich jetzt mal nachgucken, was wir da noch alles so haben. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Diese Nummer geht doch 3 Minuten, ne? Wir sind hier. Hier sind wir. Da hinten hört's auf. Ich danke euch fürs Zuschauen, aber ja, kippen. Nächste Mal. Eigentlich könnten wir noch eine kurze Rainer, ist der Nippes ausgegangen? Verlängerung. Wir machen noch eine kurze Verlängerung. Tut mir leid, dass ich jetzt so frühzeitig hätte fast beendet. Das hier gibt es ja auch noch zum Rauchen. Und das ist jetzt zum Beispiel wieder was ganz Interessantes. Denn Rainer, das ist ein Vape-Pen. Mehr oder weniger, ne? Das hat ein Liquid-Verdampfer, Rainer. hier gibt es nämlich. Die waren auch damals schon nichts super Neues mehr. Für die Leute, die gerne rauchen, wirklich den perfekten Ding eigentlich. Ich rauche nämlich gerne, wie gesagt, wegen meinem. Und in der Zwischenzeit hat man auch festgestellt, ja, so extrem räudig wie richtig rauchen ist es nicht, aber es ist trotzdem immer noch krass krebserregend. Das schmeckt halt jetzt dann nach Red Bull oder nicht nach Red Bull, je nachdem, ob du das willst. Ne? Müsste ihm das wirklich, dieses Liquid mit dem Red Bull-Geschmack, das hätte man ihm schicken sollen. Geschmack. Und das ist hier perfekt eigentlich, weil in dem ist jetzt gerade kein einziges Gramm Nikotin und nichts in die Richtung drinnen. Da ist nichts drinnen, was so schädlich ist. Außer. Ja, Glycerin und die ganze andere Scheiße. Also die ganzen Chemikalien, aus denen du dieses Zeug machst, die gehören halt von Natur aus auch eher nicht in die Lunge rein. Da stellt sich irgendwann raus, dass das Nitro oder was da drin ist. Also Nitro, ja. Heißt glaub. Das war 2021. Der Mann war da 32 Jahre alt. Na, Motor hier so, war eine Anspielung auf Fast and Furious, ist egal. Ja, wir haben es gecheckt, Rainer. War halt einfach nicht lustig. Ja, hier ist zum Beispiel kein einziges Nikotin, kein Tee und gar nichts drin. In meinem Fall jetzt. Ne? Man kann es auch mit Nikotin kaufen, natürlich. Aber in meinem Fall ist jetzt kein einziges Gramm Nikotin drin, weil meines sind komplett Nikotin- und teerfrei. Aber. Das ist geil, ja. Du kriegst ja das Gift, aber dann hast du wenigstens auch keine Wirkung davon. Das ist nice. Ja. Ich kenne halt auch Leute, die das halt auch mitrauchen. Und da ist auch wieder die Frage, ist das jetzt gesünder? Ich glaube nicht. Doch, also aktueller Stand ist, ne, diese Vape-Pens, Liquids etc., diese Scheiße zu dampfen, ist weit weg von gesund, aber auch weit weg von dem Level an Schädlichkeit, was Zigaretten machen. Also das ist mein aktueller Wissensstand. Nagelt es mir nicht fest. Ich bin kein Experte. Ich bitte, Entschuldigung. Ja, kannst ja raus. Ach so, ja. Harte Arbeit. Richtig. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video und Stream wieder mit dabei. Mit Sicherheit, Rainer. Mit Sicherheit sind wir beim nächsten Stream, ne, oder Video auch wieder mit dabei.
Und in der nächsten Folge weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, worum es geht. Ja, jetzt ist ihm der Nippes endgültig ausgegangen. Ich hätte eine lustige Idee, worüber wir sprechen wollen, aber Ich bezweifle, dass das irgendjemand sehen dann will. müssten wir die Folge ab 18 machen. Nein. Nein, 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 nein. Du holst jetzt nicht die Taschenmische hier raus, die du da neben der Ding liegen hast. Nein, Rainer. Mach das hier auf deinem Meerschweinchenkanal. Ich weiß nicht, ob YouTube das so gerne sieht, deswegen Ja, YouTube sieht es nicht gerne, ich auch nicht und keiner von den Leuten, die hier mein Video gucken. lassen wir das mal. Ach so, genau, eine Folge wollte ich noch machen über Schmuck. Das heißt, wir machen noch eine Folge über Schmuck, weil ich in meinem TikTok ein Video gemacht habe. Ich habe ja vor kurzem im Vlog noch gesagt, dass ich einen TikTok gemacht habe. Im heutigen Vlog war das sogar, im morgigen Video kommt dann aber das mit den Ringen. Da werde ich das dann nochmal ansprechen, weil nämlich einige gesagt haben, warum trägst du einen Ring an der Kette? Erst einmal sieht es cooler aus, ne? Habt ihr schon mal Ringe gesehen? Und zweitens sind diese Ringe extra für eine Kette gedacht. Die sind von meiner Freundin, die hat sie mir geschenkt. Keine Ahnung. Entweder ist es Marion gewesen, die ihm das geschenkt hat, oder er hat sich halt wirklich erbärmlichsterweise, weil sie anscheinend nicht, also so dumm wäre nicht mal Rainer, das auf die Amazon Battle-Liste zu setzen, oder? Bitte enttäuscht mich. Bitte sagt mir einer hier, schau in dem und dem Video, da und da wird gezeigt, dass er die auf der Amazon Battle-Liste hat. Ich würde es ihm. Aber höchstwahrscheinlich hat er sich die dann selber gekauft, um hier im Stream oder im Video zu flexen, damit hier schaut's, das ist der Beweis, dass meine Freundin nicht erfunden ist, weil die hat mir diese Kette mit den 2 Ringen geschenkt. Und diese Ringe sind ineinander verwoben, ja, hier. Ja, dieser Ring ist nicht an der Kette, ja. Dieser Ring ist an dem Ring. Dieser Ring ist nicht an der Kette. Alter, du kriegst gar nichts auf die Kette, Rainer. Das ist der Witz daran. Die sind beide an der Kette, sind aber auch beide ineinander. Man sieht, wie die Kette durch den Ring durchgeht. Rainer sagt in der Nahaufnahme, er sagt, ja, der Ring ist nicht an der Kette, Digga. Was soll ich sagen? Ist halt einfach nicht dran. Beziehungsweise doch. Jetzt checkt das, Alter. Ja, wieder dieses Bild mit der Banane und so Er ist weiter. an der Kette, weil die halt auf beide Ketten durchgeht. Aber es ist halt letzten Endes ein Ring, Letzten der Endes halt quasi am Ring ist. ein Ring am Ring, Rainer. Ne? Wenn du es noch 5000 Mal machst, dass der Ketten nimmt. Also für normalgewichtigen Leuten. Bei dir würde ja ein Nuller hinten dran hängen. Na, von daher, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss. Tschüss, Rainer. Tschüss, wo sind wir denn? 47 Minuten. Schwierig. Ich schau mal, was das nächste Ding ist. So, da sind wir wieder. Ding. Schmuck. Dauert 10 Minuten, das kriegen wir noch rein. Metal Leute, Metal Servus, Rainer. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Es sind schon wieder 3 Hater vor meiner Haustür. Ja, 5, 15, 73 Hater sind schon wieder draußen vor der Schanze. Am Am Schauerberg. Ja. Montag um 15:04 Uhr. Um um 15:48 Uhr. Datum, Wetter, Uhrzeit. Na gut, die Inzidenz treiben es ja auch wieder ordentlich hoch bei uns in Franken, Rainer, schreibt mal Inzidenz. bei uns im Landkreis. Noch dazu, wenn das 3 Leute sind, 3 Leute durften sich draußen, glaube ich, treffen. Die Inzidenz ist nämlich wieder auf 37, beziehungsweise heute ist auf 32. Gestern war es auf 37. Was ist. Die Er hat jetzt hier so getan und er hat die Lüge jetzt gerade nochmal. Ihm ist zwischendurch beim Lügen eingefallen. Ach, scheiße, die Leute können das ja selber im Internet sehen, wie die Inzidenz ist. Und wenn ich das jetzt hier sage, dann kommen die mir drauf, dass das gelogen ist. Na, weil ich habe ja gerade das Datum gesagt, wenn ich jetzt sage, die Inzidenz ist bei, dann schauen die Hater nach und sagen, ja, Rainer, du hast gelogen. Deswegen hat er sich dann nochmal korrigiert und ja, gestern war es auf 37. beziehungsweise heute ist auf 32, gestern war es auf 37. Die steigt momentan wieder ganz schön gewaltig, vor allem weil sie vor. Ja, gestern war es auf 37, heute ist es auf 32, ist massiv gestiegen, Rainer. Rainer, mein Blutdruck steigt gerade. Mein Blutdruck steigt, aber die Inzidenz, die ist definitiv halt gefallen um 5 Punkte, wenn die von 37 auf 32 runter ist. Vor 2 Tagen noch auf 0 war. Rainer. Willst du mich doch verarschen? Vor 2 Tagen war es auf 0, gestern war es auf 37, heute steigt sie von 37 auf 32. Man braucht sich ja nicht wundern, wenn die ganze Zeit irgendwelche Vollhongs vor der Haustür von anderen Leuten stehen.
Ja, genau, weil vor der Haustür stehen, das wisst ihr alle nicht. Das hat die Regierung vertuscht. Vor der Haustür stehen beim Rainer, das war nämlich der Haupt-Mega-Spreading-Event in ganz Deutschland. Ne? Wenn vor der Haustür stehen beim Rainer nicht gewesen wäre, dann wäre Deutschland komplett von Corona verschont worden, aber das verschweigt man euch, ne? Weil die Haterkreise, die Hater, es geht bis in die höchsten Kreise. Das ist alles verwoben. Halt die Fresse rein. Du hast mir vorhin erzählt, du glaubst nicht an Verschwörungsding. Und dann quer durch Deutschland reisen, nur um einen auf den Zeiger zu gehen. So, heute geht es um das hier. Um Halsketten und um Ketten und Ringe allgemein. Ja, Umschmuck, Rainer, hast du gesagt. Wobei ich jetzt gerade noch überlegt habe, das mal so zu machen. Rainer, wenn du das gerade überlegt hast, dass du es vielleicht anders besser gemacht hättest, bist noch nicht so weit im Video. Ne? Video beenden, das alles so herrichten, dass du das machen kannst, es gleich so machen. Fertig. Die Sache ist nämlich die, ich habe vor einiger Zeit, vor 3 Tagen Die Sache ist die, letzten Endes, oder so, oder 4 Tagen, habe ich auf TikTok ein Video gemacht, wo ich das hier gezeigt habe. Ja, das hier sind meine Ringe, die habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. ja, Rainer, diese Lüge erwähntest du bereits und es ist halt nicht wahr, weil du keine Freundin hattest. Ja, ich habe dreckige Fingernägel. Habe ich von meiner Freundin geschenkt Ja, immer noch. Hey, boah. bekommen. So, da steht drauf. Auch das ist so ein Ding. Wir sind immer noch nicht so weit im Video. Fingernägel sauber machen. 30 Sekunden Arbeit. Wenn du weißt, dass du irgendwas Kleinfitzeliges so nah an die Kamera halten musst. Eternal Love. Und auf dem anderen steht drauf, the only eternal love. Also sprich, die ewige Liebe und die unendliche, nee, die eine unendliche Liebe. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich eine andere Kette benutzen muss, weil ich halt. Und auch diese kitschige Scheiße, die da drauf steht, ist der nächste Beweis dafür, dass du das selber bestellt hast. Ne? Weil so einen Dreck, keine Ahnung, so schmalzig ist halt wirklich sonst kein Mensch. Die Halskette, die ich habe, halt nicht mehr habe und so weiter und keine Ahnung und überhaupt sowieso. Und dann hat es halt geheißen, ja, warum nimmst du nicht einfach die Kette von deiner Freundin? Reini, weil es die da noch nicht gab und weil es auch niemand gesagt hat, außer du führst schon wieder einen Dialog in deinem eigenen Kopf. Alter, du hast dir diese Kette gekauft, um die in die Kamera zu halten, als Wannabe-Beweis dafür, dass du eine Freundin hast. Weil die verfluchten Hater es dir einfach nicht glauben wollen, wenn du noch so oft irgendeinen Kissenwurf fakest. Das Problem ist, ich bin ein ziemlich riesiger Typ und so eine kleine Ja. Dick, hätte man gesagt, ne? filigrane Kette. Erstens mal sieht sie komisch aus bei mir und zweitens das Problem, dass die mir zu kurz war. Ja? Die wäre so. Ja, richtig, Rainer, weil da, wo andere Leute einen Hals haben, da ist bei dir einfach ein Geschwür, ne? Die mich damit ersticken können oder was. So, die Kette hier ist groß genug, damit geht's. Und dann haben viele noch gesagt, warum trägst denn du an Ring an der Kette? Hat noch nie Herr der Ringe gesehen? Außerdem ist die Sache die, dass es halt 2 Ringe ineinander verkettet sind. Und jetzt hast du sie wieder falsch aufgefädelt, du Depp. Weil der Sinn der Sache ist ja, dass die Kette durch beide Ringe durchgeht. Ja, die gehören so. Die gehören. Das ist ein Ring, den man an der Kette trägt. Der ist dafür gedacht. So. Ja, der wird auch um deine Wurstfinger überhaupt gar nicht rumgehen, ne? Ich hätte auch noch einen anderen Ring hier. Den habe ich mir allerdings selber mal, beziehungsweise den habe ich mir von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Der geht schon immer rum um den Wurstfinger. Zum Thema Herr der Ringe, ne? So Saurons Auge. Könnte auch ein Drachenauge sein. Ich persönlich glaube, das ist ein Drachenauge. Aber das ist Ich persönlich glaube, dass das eine Murmel ist, Rainer. natürlich jedem selbst überlassen. Also, letzten Endes ist jetzt so. Letzten Endes, Rainer. Das ist die folgende Frage, die. Schmuck bei Männern. Viele sagen immer so, das ist schwul. Das sagt kein Mensch, Rainer. Ja, niemand sagt, dass Schmuck bei Männern. Nee, sagt keiner. Aber viele tragen irgendwie Ketten oder sowas oder Halsketten oder irgendwas, Deswegen sagt das keiner, Rainer. was weiß ich. Ich persönlich muss sagen, ich konnte mich immer damit identifizieren. Also nicht mit Thema schwul, obwohl ich ja bisexuell bin, sondern mit Ringe. Muss erwähnt werden. Ne? Also, in so einem Video über Schmuck, da ist die Info schon auch wichtig. Ne? Noch dazu ist halt gelogen. Ne? Hatten wir schon oft. Die Bi-Lüge ist eine Alibi-Aussage. Halsketten und so weiter. Meinen ersten Ring, den ich je hatte, den habe ich mir selber gekauft mit Ja, natürlich. Wer sonst hätte es tun sollen, Rainer? Wer sonst? 13 oder 14. Das war Rainer, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Du bist nicht sonderlich liebenswert und deswegen schenken die Leute nicht gerne was. damals auf einem Kirchweih, auf einer Kirmes, auf einer
Auf einem Volksfest, wie auch immer ihr es bei euch bezeichnet, ich weiß ja nicht, wie es bei euch heißt, ich weiß ja nicht, wer jetzt von wo zuschaut. Ist doch vollkommen irrelevant, ja? Du hast doch Volksfest schon gesagt, das versteht doch jetzt ja jeder, oder? Und da ist es halt so, dass ich mir den damals gekauft habe und den immer anhatte. Da ich Das ergibt Sinn, Rainer. Und dann irgendwann bist du zu dick geworden und dann hast du nicht mehr über den Finger gekriegt. natürlich sehr groß bin und da ich auch immer schon sehr gewachsen bin und mit 13 bin ich noch sehr Rainer, du bist auch dieses Bild. Nein, Rainer, du hast dich auf eine Vierteltonne hochgefressen und irgendwo musste das hin und deswegen hast du Finger, die aussehen wie Käsknacker. Und da geht der Ring nicht mehr drüber. Das die ganze Geschichte ist nicht so deep. stark gewachsen, war mir der Ring irgendwann zu klein. Ich habe den Ring auch nicht mehr. Ja. Irgendwann hat der Ring ihn verraten. Dann war es irgendwann so, dass ich Rainer ist da so ein Kleinwüchsiger mit einem Gehstock durch Schauerberg gelaufen, der sich mit dir unterhalten hat. Du bist dann danach ein bisschen dümmer vorgekommen. Vielleicht hat der den mitgenommen. mir später noch ein paar Ringe gekauft habe, Er hat so ein paar Rätsel gestellt. Halsketten gekauft habe. Was hat er in seiner Tasche gehabt? Meinen Torhammer habe ich irgendwann geschenkt bekommen und jetzt kriege ich von meiner Freundin eine Kette geschenkt, über die ich mich tierisch freue und wo ich mich generell sehr freue darüber, weil es von meiner Freundin ist. Man kann es dir im Gesicht ablesen, wie ekstatisch du bist und wie du dich freust. Und da machen Also du siehst überhaupt nicht so aus, als hättest du dein komplettes Gesicht zusammengezogen wie einen verkrampften Arsch. Einfach nur in der Anstrengung begründet, dass du jetzt hier diese Lüge von der Freundin und den ganzen Scheiß aufrechterhalten musst. So sieht es überhaupt nicht aus. Du bist total gelöst und fröhlich, und wenn du an deine Freundin denkst, die dich so sehr liebt, dass sie dir diesen Scheißdreck gekauft hat. manche Leute wieder so einen auf Zicke und sagen so, ein Ring trägt mir eine Kette. Diesen Scheißdreck in einem Dialog, den hattest du vorher schon. Du wiederholst dich, Rainer. Ich habe früher schon Ringe an Ketten getragen, da hat es keine Sau interessiert. Ja, und in Herr der Ringe ist auch cool und nach Red Bull schmeckt es auch nicht. Und dann später bin ich ja gegangen und habe Die Scheiße gebaut, Rainer. Und hast dir eine Kette gekauft mit so 2 Ringen, weil die kitschig ist und das du in deinem schlagerverseuchten Schmalzgehirn irgendwie cool fandest. Und jetzt musst du natürlich erzählen, dass das deine Freundin war, weil wie erbärmlich ist das, Eternal Love, so ein 2-Ringe-Ding für sich selber zu kaufen, während man da in dieser scheiß Schanze sitzt und sich abends ein bisschen am Maulwurf zupft. dann später bin ich ja gegangen und habe auch ein paar Mal verschenkt. Bei ein paar bereue ich es auch sehr. Na gut, wie dem auch sei. Wer hier Heiratsanträge wie Wochenzeitungen verteilt, der, ja, irgendwann gehen ihm die Ringe aus. Hätte ich auch. Das hört sich plausibel an, Rainer. Meine Meinung zu Ringen. Oder generell meine Meinung zu Halsketten. Ich persönlich trage sowas wie Halsketten sehr gerne. Ich trage auch sowas wie Armbänder sehr gerne. Da ich mich Ja, weil du denkst, sieht cool aus. Ja, wenn du denkst dir, wenn ich jetzt hier noch 20 Halsketten rumhänge, dann sehe ich aus wie der weiße Mr. T, aber ist halt nicht so. Meine Freundin sich allerdings ein bisschen sehr verschätzt. Muss man leider dazu sagen. Es ist zum Beispiel so, dass sie mir auch das hier geschenkt hat. Aber auch das kann ich leider nicht anziehen. Weil das ist nämlich das Problem, wenn ich das anziehen will, das passt mir kaum über die Finger, geschweige denn über die Handfläche. Und man kann es zwar aufmachen, aber ich bin halt wirklich sehr groß. Und jetzt werden viele. Nein, du bist dick, Rainer. Und du wirst das jetzt in dieser Hater-Stimme sagen, aber du bist halt ein Rainer, das ist eine objektive Beobachtung, setz mal auch hier no front, aber du bist halt einfach sehr stark übergewichtig. Du wiegst über 200 Kilo und irgendwo muss das hin. Und natürlich kriegst du dann keine Ringe mehr über die Wurstfinger und kannst keine normal großen Armbänder mehr an den Dingen tragen. Hier, hol dir mal so eine Knöchelkette. Hahaha. Ja? Das, was du als Knöchelkette benutzen würdest, das benutzen andere Leute, um ihr Fahrrad abzusperren. So ein Ding ist das nämlich. Erzähl mir nicht, dass du ein Riese bist. Ich habe von. Es gibt so viele Beweise im Internet dafür, Leute, die neben dir standen, wo wirklich der seinen Ausweis hereingehalten und gesagt, ich bin so und so groß, hier stehe ich auf dem Bild neben ihm. Ihr könnt es euch ausrechnen. Wo rausgekommen ist, Rainer, du bist so plus minus 1 Zentimeter, aber so ungefähr bei 1,83. Ne? Vielleicht sind es 1,82, vielleicht sind es 1,84, aber in dem Bereich groß bist du. Ja, aber du bist halt irgendwann, hast du aufgehört, in die Höhe zu wachsen, aber in die Breite nicht. Da ist immer weitergegangen, Rainer. Was mit deiner Suchtproblematik zu tun hat. Sagen, du bist so und so fett.
Ja, ich bin hier aber nicht fett am Handgelenk. Doch, Und das Rainer. Problem ist halt wirklich so und so Warte. fett. Ja, ich bin hier aber Warte. nicht fett Doch, Rainer, du bist da fett. am Handgelenk. Ich, Und das ich, Problem Rainer, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber bei manchen Leuten kann man hier noch so von dem Handgelenk hier an der Seite noch so Knochen raussehen und sowas. Oder die Adern oder so. Bei dir ist hier nur Blubber. Rainer, das sieht aus wie das sieht aus wie diese komische Fleischwurst, die du dir in deinen Tomate-Mozzarella-Salat reingeschnitten hast. ist halt wirklich, ich bin halt sehr groß. Ich kann es schon zumachen, aber das ist halt einfach zu eng. Das soll ja locker dran sein. Ist sehr schade, ich hätte das total gerne angezogen, aber es ist halt leider so. Das muss ich aber dazu auch sagen, dass man sich halt auch nicht gleich immer darüber aufregen muss, wenn irgendjemand irgendwas anders macht als man selbst. Nur weil ihr es jetzt nicht mögt, muss es noch lange nicht schlecht sein. Es muss auch nicht lange scheiße sein oder so, nur weil ihr irgendwas komisch findet. Worum geht's denn jetzt gerade Ein nochmal? Ring an der Kette, ja, ist halt 2 Ringe. Herr der Ringe mit Sicherheit mega out. Ja, du erwähntest auch das bereits. Rainer, du führst wieder Streitgespräche in deinem eigenen Kopf mit Leuten, die überhaupt gar nicht da sind und mit Dingen, die niemals gesagt wurden, Vorwürfe, die niemals gebracht wurden. Wisst ihr, wie viele Leute ich, oder vor allem wie viele Männer ich rumlaufen sehe mit Ringen an Ketten? Viele Männer werden das schon oft gemerkt haben. Und viele Männer in meinem Alter vor allem. Ja, als hätte irgendjemand ein Problem damit, wenn jemand rumläuft mit einem Ring an der Kette. Und das haben ganz früher auch schon Leute gemacht, wenn du einen handwerklichen Beruf hast, dann du viel an so Maschinen arbeitest, damit du nicht hängen bleibst und dir die halbe Hand abreißt. Werden es kennen, wenn sie einen Ring am Finger tragen wollen. Entweder das Problem ist, es stört beim Arbeiten. Ja, hat man einen Ring am Finger und man ist zum Beispiel Handwerker oder so oder arbeitet sehr viel handwerklich, ob jetzt zu Hause oder in der Arbeit in der Firma. Ja, mit handwerklicher Arbeit, da kennt er sich aus, der Rainer. Man wird immer hängen bleiben, würde den Ring Hängen geblieben, hängen geblieben sein, damit kennt er sich tatsächlich aus. Das Real Talk, wirklich, damit kennt er sich aus, aber ja. verkratzen, man wird irgendwas kaputt machen, also muss man ihn immer abnehmen. Und ich für meinen Teil habe keine Lust, immer den Ring anzufingern und immer abzumachen und anzumachen und hinzumachen. Ja, weil du jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, mehr Babyöl als Puff Daddy bei so einer Freakout-Party brauchst, um den hier vom Käsknacker wieder runterzuziehen, ohne dass der Wurstfinger mitkommt, ne? Ja, das mag ich nicht. Deswegen trage ich den Ring oft lieber an der Kette. Das ist jetzt bei so einem Ring hier zum Beispiel, so einen Ring hier würde ich nie an der Kette tragen, weil der hat auch gar nicht die Form dafür. Was ich Ringe an Ketten trage, sind solche Ringe hier, wie das jetzt, ne, wo so eine einheitliche Rundform haben. Man Einheitliche Rundform. muss auch übrigens nicht unbedingt einen Ring irgendwie vom Juwelier nehmen. Ich habe 2 Kumpels, beziehungsweise ich habe Ey, jetzt kommen sie, die Schweizer Taschenkumpels. Haben die auch so dreckige Fingernägel wie du? ich habe einen Freund und der hat eine Freundin. Ja. Genau. Und er ist Mechaniker und sie bastelt zu Hause gerne auch an Autos rum und auch an anderen Sachen so, ist aber nicht Mechanikerin, Mach das scheiß Handy aus, Rainer. Mach's einfach aus. sondern hat einen anderen Beruf erlernt und bastelt aber zu Hause gerne am Auto. Es ist jetzt zum 100. Mal in den letzten Videos dieses Dreckshandy gegangen. Aber jedes Mal draußen, wenn der Nachbar vorbeifährt, Alter, da wird hier der sterbende Schwan gemimt. Oh, wie kann er nur? Autos rum. Und beide sind halt hergegangen und als sie sich verlobt haben, haben sie sich einfach einen Dichtring geschenkt. Na, die haben einfach aus ihrem Lieblingsauto einfach einen Dicht. Boah, ey. Die haben aus ihrem. Regt sich jetzt selber drüber auf und macht's aber auch nicht aus. Das Ding auf lautlos zu schalten, dauert nicht so lang, wie irgendwie Einträge in deine bescheuerte Haterliste einzutragen. Mach's aus! Ihrem Lieblingsauto einfach einen Dichtring ausgebaut. Und dann sind sie einfach hergegangen und haben diesen Dichtring verpackt und sich gegenseitig geschenkt. Ja, hier, Jonathan Frakes hier einblenden. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Natürlich ist sie vollkommen erfunden. Und dann sind sie ohne Dichtring sind sie weitergefahren und haben sich einen kapitalen Motorschaden an ihren Lieblingsautos geholt, ne? Das Commitment. Ja? Finde ich persönlich eine coole Idee. Habe ich auch schon öfter gesehen. Ja, die hast du nicht schon öfter gesehen. Du kennst auch so Leute nicht und du findest das eine coole Idee, weil du sie gerade aus dem eigenen Hirn rausgerendert hast. Habe ich auch schon Ringe. Boah, ganz ehrlich. Ich versuche hier zu arbeiten, Schatz. Gleich unkontrollierbare Aggressionen. So, lautlos. Danke! Danke! Nach dem wievielten Mal? Er ist ja nicht schwer vom Begriff. Er ist ja nicht schwer vom Begriff, Digga.
Alle 10 Sekunden, ey. Warum kann man nicht einfach eine Nachricht schreiben und dann warten? Also, Ja, du bist schon so wichtig. Ja? Deine erfundene Freundin, die kann einfach nicht ohne dich leben. es ist letzten Endes so. Letzten Endes. Man muss nicht immer gleich an allem rummeckern. Und Ich werde sie hier seit 7 Minuten, egal. Halsketten und generell Ketten sind sehr cool. Ich persönlich trage sowas gerne. Ob sie nun aus Metall sind oder ob sie nun aus Leder sind, spielt absolut keine Rolle für mich. Letzten Endes ist es auch der Gedanke, Letzten der Endes. zählt. Meine Freundin hat mir diese Ringe geschenkt, die ich liebe. Meine Freundin liebe ich. Und ich finde das sau cool. Aber dann kommen Leute daher so, wir können von Ring nicht an der Kette tragen. Es hat nie einer gesagt, du hast auch keine Freundin. Ich weiß nicht, was das hier für eine Shitsu-Show ist, die du hier abziehst. Aber komm klar. Hast du Unterzucker oder einen Schlaganfall? Passt auf. Bei Schmuck ist es wie bei vielen anderen Sachen im Leben. Tragt das, was ihr möchtet. Tragt es, wie ihr möchtet. Und scheißt auf die Meinung anderer. Weil letzten Endes tragt ihr es, weil ihr euch damit gefällt. Weil es euch gefällt an euch. Und vielleicht, weil es andere. Ja, und Rainer, bei dir ist es halt irgendwie klassischer Fall von you can't polish a turd, but you can roll it in glitter. Ja? Aber, ne, mieft halt trotzdem noch. An euch gefällt, die euch mögen. Diese Leute werden sich aber nicht darüber aufregen, dass du einen Ring an der Kette anstatt an einem Finger trägst. Als Mann ist es sowieso immer schwierig, einen Ring an der Kette an einem Finger zu tragen. Ich persönlich trage Ringe grundsätzlich lieber an der Kette. Ja, weil es ein harter Malocher ist. Das muss er dann immer, wenn er die harte Arbeit macht, müsste er sonst den Ring runternehmen. Weil die halt leichter zu verstecken sind, beziehungsweise nicht zu verstecken sind, sondern ein Ring an der Kette. Ja? Ich arbeite am Auto, bleib mit der Hand hängen. So, jetzt ist der Kette weg. Kann ich runterfallen, kann ich rausrutschen, ist einfach nicht da. Die einzige Möglichkeit, wie der jetzt aus meinem Pulli wieder rauskommt, ist entweder, indem ich ihn wieder rausnehme oder indem ich kopfüber hänge. Und wenn ich kopfüber hänge. Ja, Rainer, wenn du kopfüber hängst, also ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wenn an größeren Autos geschraubt wird, da hängt bald einmal einer irgendwie kopfüber im Motorraum drin. Das kann schon passieren. Was machst du dann? Das wird erstens mal nicht passieren. Und zweitens, selbst wenn es. Alter, meine Haare! Er hier, der erzählt, was er nicht alles blind auseinanderbauen kann für Motoren. Kommt nicht auf die Idee, dass da mal einer kopfüber in so einen Motorraum reinschaut. Und deine Haare, wie gesagt, die sind nicht zu bändigen, weil du die ganze Zeit Achselschmalz reinschiebst. Und zweitens, selbst wenn es passieren würde, wäre immer noch die Situation die, dass ich dann. Die Situation. Letzten Endes schwierig, Rainer. Andere Probleme hätte als Ding. meine Halskette, die mir vom Kopf runterrutscht. Oder vom Hals runterrutscht. Ja. Und dann immer die Aussage, wo ist denn dein Hals? Nur weil ich so ein Stirnacken bin, ja, braucht ihr nicht lange, wo ist denn dein Hals? Ich hab. Rainer, du bist Schweinenacken. Schweinenacken und nicht Stiernacken. Du bist hier vormariniert. Schweinenacken vormariniert mit Achselschmand bist du. Nix mit Stiernacken, Rainer. Hater gesehen, die haben weniger Hals als ich. Nur so als Info. Gut, Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge habe ich ehrlich gesagt gar nichts vorzumachen erst einmal. Ja. Rainer, ist ja gut, dass du da ein Video drüber machst. Da bin ich ja besonders gespannt auf die nächste Folge. Was machst du? Sitzt dann einfach nur da. Also da sitzen und nichts machen, da muss man mal ein Video drüber machen. Das ist schon geil. Ja. Jo. Wie waren wir denn? Können wir schon Midroll schalten? Ah, Dreck. Weil das ist jetzt erstmal eine Folge für morgen. Wir machen morgen in der Folge dann wieder was Neues. Also in der heutigen Folge. Das andere ist jetzt, ich nehme jetzt eine Aufnahme schon auf. Ich habe jetzt 3 Folgen aufgenommen und einen Vlog. Das muss ich jetzt noch bearbeiten und hochladen. Ich danke euch fürs Bearbeiten und hochladen. Ne? Alles klar, das wäre alles bearbeitet. Ne? Hohe Qualität. Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Bis dahin, Dulli-Geste, bla bla bla. Okay, Leute, aber wir haben viel gelernt heute, wir haben viel gelacht heute. Oh, es hat mal Spaß gemacht. Tut nicht, was Rainer tut, auch wenn es heiß ist. Uns vielleicht mal unter der Achsel juckt. Und Medal of.